Hey, vor einiger Zeit, das ist schon länger her, habe ich eine Person getroffen. Ich habe die damals hier im ICF Basel kennengelernt und es war üblich, dass wir uns jeden Sonntag hier getroffen haben und uns gesehen haben. Und es hat sich eine Beziehung entwickelt und irgendwann ist die Person nicht mehr hier angekommen. Und dann habe ich sie in einem anderen Rahmen kennengelernt, wieder getroffen und habe dann mal nachgefragt, warum kommst du eigentlich nicht mehr? Und die Person hat mir gesagt, weißt du, ganz ehrlich gesagt, ich brauche eigentlich keine Kirche mehr. Und das ist jetzt schon lange her, das Gespräch, aber die Aussage, die bleibt mir mega in Erinnerung. Schon seit langer Zeit. Wir sind in dieser Serie Hopefully fast am Ende. Und wir haben bis jetzt darüber geschwätzt, was versteht die Bibel unter dieser Hoffnung. Wie kommen wir zu dieser Hoffnung? Was stärkt die Hoffnung? Was gefährdet die Hoffnung vielleicht auch? Und es ist wichtig, dass wir uns damit befassen, was es für eine Hoffnung ist und wie die in unser Herz hineinfindet und wie die wirklich auch stark bleibt. Weil das ist essentiell wichtig für unser Glaubensleben, dass die Hoffnung lebendig ist. Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, dass wir eben nicht einfach nur bei der individuellen Betrachtungsweise beim Thema Hoffnung stehen bleiben. Weil ich glaube, es geht um etwas Grösseres. Es geht um etwas Grösseres. Gottes Plan mit den Menschen begrenzt sich nicht nur auf dein und mein Leben. Es geht um etwas viel Grösseres. Und Jesus macht das sehr klar im Missionsbefehl. Er sagt seinen Jüngern, hey, geht jetzt, die haben gecheckt, um was es geht, geht zu den Völkern und sagt den Menschen die gute Botschaft. Taufen sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und lernt sie ein Leben zu führen, wie ich euch es beigebracht habe. Ich werde bei euch sein, bis am Ende dieser Welt. Und Gott zeigt, es geht um etwas viel Grösseres. Warum? Er liebt jeden Mensch genau so wie dich und mich. Er liebt dich über alles, er liebt mich über alles und er liebt aber auch jeden anderen Mensch über alles. Und ihm ist das grösste Anliegen, dass jeder Mensch die frohe Botschaft erfährt. Ich werde später noch mehr dazu sagen. Und ich habe gemerkt bei dieser Aussage von dieser Person, die mir gesagt hat, weisst, ich brauche ehrlich gesagt keine Kirche mehr. Es ist extrem gefährlich, wenn wir uns zu stark auf unser eigenes Ich konzentrieren. Wir leben momentan in einer Zeit, wo uns das beigebracht wird, aktiv. Und ich glaube, es braucht immer wieder einen aktiven Schritt auch von uns, auch beim Bibellesen, auch wenn wir uns mit Themen wie zum Beispiel Hoffnung auseinandersetzen, über unser eigenes Ich rauszuschauen. Es fängt immer dort an, dass wir zuerst mal verstehen, was ist denn die Hoffnung überhaupt für mich und wie kann sie in mir lebendig sein. Und dann ist es aber auch wichtig, dass wir über das hinausdenken, im grösseren Kontext denken, weil sonst verfolgen wir nicht mehr unsere Mission. Jesus hat uns dazu aufgefordert, weiter zu schauen, fürs Grössere zu denken. Weil schon immer war Gottes Plan, mit den Menschen zusammen unterwegs zu sein. Das war schon immer sein Plan, seit eh und je. Ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte lesen wir, wie Gott und der Mensch sich im Garten getroffen haben. Sie haben zusammen gelebt. Und dann ist die Sünde gekommen. Und der Mensch hat sich von Gott distanziert. Und es ist eine Trennung zwischen Mensch und Gott. Und Gott hat weiterhin dem Menschen seinen freien Willen gelassen. Aber Gott hat sich auch immer verfügbar gemacht. Und ihm war immer schon das grösste Anliegen gewesen, dass wieder Gemeinschaft entsteht zwischen Gott und dem Mensch. Und immer wieder hat Gott Wege gesucht, um die Gemeinschaft mit dem Menschen aufrechtzuerhalten und auch wieder neu zusammenzuführen, dort wo sie noch nicht vorhanden ist. Und er hat zum Beispiel im 2. Mose hat er eine Anweisung gegeben und er hat gesagt, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Also in dieser Geschichte, trotzdem der Mensch von Gott weggerannt ist, hat er gesagt, ich will beim Mensch wohnen. Also bauen wir ein Heiligtum und sie haben die Stiftshütte gebaut, quasi ein Temple to go. Ein Zelt, das man aufbauen, abbauen, wo der Mensch Gott begegnen konnte. Später haben die Menschen Gott Tempel gebaut. Tempel, die aus unglaublich schönen Materialien waren, mit Bautechniken, wo man sich heute denkt, ja okay, aber damals war das unglaublich krass gewesen, was die Menschen für einen Aufwand betrieben haben, um Gott eben die Städte zu errichten, wo er gesagt hat, dort will ich wohnen. Weil die Menschen gewusst haben, das ist das Wertvollste, was es gibt, wenn Gott unter uns wohnt. Natürlich ist Gott auch außerhalb von diesen Tempeln und dieser Stiftshütte präsent gewesen, keine Frage. Aber dort hat er verheißen, dort wohne ich unter euch. Das ist ganz etwas anderes.
Und damals ist es so gewesen, dass in diesen Tempeln hat es so Zonen gegeben und im Allerinnersten, im Allerheiligsten, wo abgetrennt war mit einem Vorhang, dort haben noch die Priester reingehen. Und die Priester haben auch noch einmal im Jahr reingehen unter genauen Anweisungen. Und dann ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Und wir sind uns das gewohnt, aber ich will es kurz aufrollen. Dann ist Jesus gekommen. Und mit dem Kommen von Jesus und mit all dem, was Jesus gemacht hat auf dieser Erde, hat sich das Verständnis vom Tempel für immer verändert. Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Um uns näher zu kommen, auf Augenhöhe. Er hat uns die Liebe Gottes nochmal in einer ganz anderen Perspektive gezeigt. Er hat uns aber auch gezeigt, wie wir zu Gott finden können, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Weil, als er die Geschichte an Ostern geschrieben hat, die wir heute noch feiern, hat er alle Schuld, die uns Menschen von Gott trennt, auf sich genommen, ist ans Kreuz gegangen, ist für uns gestorben und hat all die Schuld vernichtet, für ein und alle Mal. Und in dem Moment ist so etwas Krasses passiert, weil all das, was zwischen dir und Gott steht, ist einfach eliminiert worden. Du musst es nicht selber wieder gut machen. Jesus hat das für uns gemacht, weißt du das? Wir dürfen das in Anspruch nehmen. Und dann sind wir nämlich auch würdig, vor Gott zu treten. Dann ist so etwas Wichtiges passiert. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang dort im Tempel gerissen. Als Symbol dafür, hey, ab diesem Moment kann jeder Mensch vor Gott kommen. Jeder. Nicht einfach nur ein Priester. Jeder Mensch ist gerecht gemacht durch das Opfer von Jesus und kann zum Vater kommen. Und das Krasse ist, durch das hat sich etwas so enorm verändert. In dem Moment hat die Geschichte vom Tempel ganz eine andere Richtung genommen. Die Präsenz Gottes, dort wo er wohnt, ist nicht mehr an ein Gebäude gebunden, sondern sie definiert sich durch etwas anderes. Jesus sagt mal in Matthäus 18, denn nur 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er sagt, dort bin ich in der Mitte. Und dann macht klar, das ist der neue Tempel. Das ist der Anfang der Kirche, Leute. Er sagt, dort, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, dort wohne ich. Es ist nicht mehr ein Ort, wo irgendwo steht, sondern es ist dort, wo sich Menschen in meinem Namen versammeln. Und ich weiss nicht, das ist wahrscheinlich für dich nicht mega revolutionär. Wahrscheinlich hast du den Vers auch schon gehört. Aber bist du dir bewusst, was das bedeutet? Was der Vers bedeutet? Es bedeutet, Gott lebt hier im ICF Basel. Weil wir in seinem Namen zusammenkommen. Wir kommen im Namen von Jesus Christus zusammen. Und er hat verheißen, dort lebe ich. Das heisst, du bist jetzt an dem Ort, wo Gott gesagt hat, dort will ich wohnen. Weil ihr in meinem Namen zusammenkommen. Und das Krasse ist, du kommst nicht einfach als irgendjemand vorhin. Der Paulus schreibt das mal so schön an die Gemeinde in Ephesus. Er schreibt, ihr seid also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit eingebaut in die Wohnung Gottes im Geist. Und der Paulus zeichnet hier ein Bild, das sich über Generationen erstreckt. Das ist vielleicht ein komisches Bild, das er verwendet, aber ich hoffe, dass ich ein bisschen Klarheit reinbringen kann im Verlauf der nächsten Minuten. Er zeigt, schau,
das, was ihr habt, das gründet auf den Aposteln und auf den Propheten. Die haben das nur, weil sich damals Menschen auf den Weg gemacht haben und euch die frohe Botschaft gebracht haben. Was wäre passiert, wenn die Menschen damals, die Jünger von Jesus, gesagt hätten, oh, ganz ehrlich, ich brauche eigentlich keine Kirche mehr. Ich glaube, ich habe verstanden, um was es geht. Es haben sich Menschen müssen auf den Weg machen. Hier nach Basel, um hier die frohe Botschaft anzubringen. Dass Menschen haben dürfen verstehen, was Gott für uns gemacht hat, wie er ist. Und wie wir in seine Gegenwart kommen können. Und Gott sei Dank haben das Menschen gemacht. Und Gott sei Dank sind Orte entstanden, wie zum Beispiel unsere Kirchen, aber auch viele andere Orte. Gott sei Dank ist das entstanden. Gott sei Dank können wir heute zusammenkommen auf dieser Basis. Dank dem sich Leute damals auf den Weg gemacht haben und uns die frohe Botschaft gebracht haben. Und dann sagt der Paulus, der Schlussstein, oder anders Wort dafür ist der Eckstein, ist Jesus Christus selber. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Wenn du noch nie eine Natursteinmauer gebaut hast, ich habe dir ein Bild mitgebracht von so einer Mauer, wie das ungefähr aussieht. Weil früher hat man nicht Steine gehabt, wo alles zurechtgehauen und zurechtgeschnitten ist. Heute hat man ja so industriell gefertigte Steine und die setzt man gerade aufeinander und alles hebt. Damals war es extrem wichtig, dass man einen Eckstein hatte, wo man all die anderen Steine drauflegen konnte. Und der Eckstein, der hat alles begrenzt und zusammengehalten. Ohne den Eckstein hat die Mauer nicht gehabt, hat das ganze Gebäude nicht gehabt, wird alles zusammengehen. Und der Paulus macht klar, all das, all die Gemeinschaft, wo Gott seine Verheißung gegeben hat, gründet auf dem Eckstein Jesus Christus. Die Menschen haben ihn verworfen. Aber Gott weiß, es ist die Basis der Kirche, die Basis dieser Gemeinschaft, wo Gott gesagt hat, dort will ich leben. Gottes Plan seit eh und je ist, mit uns zusammen zu leben. Ist schon immer gesehen und ist es auch immer noch. Er wünscht sich, dass du dort bist. Er wünscht sich, dass ich da bin. Und er wünscht sich aber auch, dass all die anderen Menschen auch da sind, die jetzt noch nicht da sind. Sein Plan ist viel grösser, als wir uns vorstellen können. Sein Plan erstreckt sich über Generationen, über Landesgrenzen hinaus. Und ich bin überzeugt, die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und über das will ich heute schwätzen. Weil ich glaube, die Hoffnung, die ist nicht nur einfach etwas für dich und mich, sondern sie ist extrem relevant für die Welt. Ich glaube, unsere Welt braucht die Kirche. Weil Gott sagt, ich lebe in ihr. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Ort als dort, wo Gott lebt. Und ich glaube, Gott hat erst angefangen, seine Geschichte mit der Kirche zu schreiben. Das hat ganz klein angefangen. Und jetzt schau mal über die ganze Welt, was schon existiert. Aber ich weiss auch, jetzt sind wir noch lange nicht am Ziel angekommen. Wir haben, wenn du schon mal unseren Traum gelesen hast, wir haben an verschiedenen Orten, findest du, auch auf der Website übrigens, lies das mal durch. Wir haben dort bewusst formuliert, wir träumen von einer Kirche, die immer wächst. Warum haben wir das formuliert? Nicht einfach, weil wir denken, ja, wir machen das gut und was gut ist, muss halt grösser werden. Nein, es geht wirklich um das, dass wir glauben, Gott hat so viel vor mit der Kirche. Und wir wollen mehr von dem sehen. Wir wollen sehen, wie Menschen in Berührung kommen mit der Kirche, die bisher noch nichts mit Kirche anfangen können. Oder vielleicht nicht mehr mit Kirche anfangen können. Wenn wir davon überzeugt sind, jeder Mensch soll letzten Endes in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Der Punkt ist einfach da, wenn ich momentan in die Gesellschaft hineinschaue, was hat die Kirche für einen Stellenwert? Ich weiss nicht, wie das in deinem Umfeld ist. Bei mir wollen nicht mega viele Leute etwas von Kirche wissen. Wenn die Leute mich fragen, was bist du von Beruf, und ich sage, ich bin Pastor, dann komme ich sehr schnell ins Gespräch und die Leute fangen sich sehr schnell von selber verteidigen, warum sie nicht in die Kirche gehen, ohne dass ich etwas sagen muss.
und sie öffnen sich mir gegenüber eigentlich relativ schnell. Aber es ist letzten Endes eigentlich ein Spiegel von dem, was in der ganzen Gesellschaft vorhanden ist. Ich habe mal ein bisschen Statistiken versucht zu finden, die das Bild ungefähr zeichnen. 14% der Menschen gehen noch einmal im Monat in einen Gottesdienst. 2007 waren es noch 21%. Es ist hier im deutschsprachigen Raum. Also es ist Deutschland, Österreich, Schweiz, ist ungefähr ähnlich. Und bei den Jungen, das kann ich jetzt sagen, gehöre ich nicht mehr dazu, 18- bis 24-Jährige, wirklich, ich habe es jetzt im Rücken und so, sind es noch 6%. Dann kannst du vielleicht schnell umschauen. Okay, es ist Sonntagmorgen, aber es stimmt auch bei uns ungefähr. Und die Kirche scheint ein Stück von der Gesellschaftsrelevanz oder ein grosses Stück verloren zu haben. Und an was liegt das? Ich glaube, es gibt auch gute Gründe dafür. Wir können die kirchliche Geschichte anschauen. Die Kirche hat so viel Mist angestellt. Und lass uns hier mal Teil davon sein. Wir sind nämlich Teil der grossen globalen Kirche als ICF Basel. Und da gehört auch die ganze Geschichte dazu. Mit all diesen Kriegen, die geführt worden sind, mit den Hexenverbrennungen, mit all dem Zeug, mit all dem dunklen Zeug, das gemacht worden ist, im Namen Gottes. Es ist diskriminiert worden. Und das hat ein Bild vermittelt in unsere Gesellschaft. Wir sind auch bekannt worden als Spassbremse. Als Organisation und Menschen, die noch mehr Regeln geben, was es schon viele Regeln gibt. Moralistisch. Altmodisch. Und ich merke, irgendwo ist die Kirche auch so ein bisschen zu einem, oder der Gottesdienst zu einem Kulturangebot zurückgestuft worden. Entweder du gehst an ein Konzert, du gehst ins Kino oder halt in einen Gottesdienst. Ich habe das auch gemerkt, als wir hier mit unserem Finanzamt diskutiert haben. Wir kämpfen ja immer darum, dass wir unsere Gemeinnützigkeit auch anerkannt bekommen, dass wenn du spendest, dass wir dir die Spenden bescheinigen können. Und wir haben jetzt eine Lösung gefunden, also letztes Jahr. Und die sieht so aus, dass ein Drittel von dem, was wir machen, als gemeinnützig akzeptiert wird. Das ist alles Sozialdiakonische, also wenn wir uns um Familien kümmern oder auch um Randständige und so weiter. Und 2/3 von dem, was wir machen, wird als Kultur angesehen, mitunter unsere Gottesdienste. Das heisst, die Stadt Basel selber sagt, das, was wir jetzt gerade machen, das ist Kultur. Und das ist der Blick von der Gesellschaft auf das, was wir machen. Und ich merke, ich bin dort ein bisschen Ausnahme. Weil ich habe Jahr für Jahr mit meiner Familie Tausende von Franken und unendlich viele Stunden, nicht unendlich, aber viele Stunden in die Kirche. Warum? Weil ich angestellt bin und weil ich muss, oder? Macht Sinn, oder? Nein, weil ich bin fest davon überzeugt, Leute, die Kirche ist die Hoffnung der Welt, weil die Kirche ist der Ort, wo Gott sagt, schau, dort will ich leben. Dort, wo Menschen in meinem Namen zusammenkommen, dort bin ich in der Mitte. Und ich frage mich, was gibt es für einen besseren Ort auf dieser Welt, als der Ort, wo Gott sagt, dort wohne ich. Und ich weiß genau, dort, wo Gott wohnt, und wir mit ihm in Berührung kommen, dort kehrt Frieden ein. Dort können wir Heiligen leben. Dort kommen wir in Freiheit. Dort dürfen wir Sachen erkennen über ihn, über uns, die wir bisher noch nicht gewusst haben. Und ich bin überzeugt, die Kirche ist der beste Ort, wo wir sein können. Und das Ding ist, ich schaue, wenn ich dann so Statistiken anschaue, ist es für mich wichtig, dass ich dann auch links und rechts schauen kann. Dass ich mir merken, doch, es gibt viele andere Menschen, die auch checken, wie wertvoll Kirche ist und sich investieren. Wir haben gerade viele Veränderungen im Staff gehabt, hier bei uns. Leute, die aufgehört haben, die weggezogen sind. Und dann hast du Positionen, die du dann wieder besetzen musst. Und wir merken, es ist nicht selbstverständlich, dass sich dann einfach die Leute bewerben. Aber es gibt Menschen, die sagen, hey, ich will für die Kirche arbeiten. Wir haben jetzt mehrere Menschen gehabt, die haben ihren Job verändert. Die haben sich irgendwo haben sie reduziert, damit sie beim ICF Basel haben können arbeiten.
Und das ist finanziell kein Fortschritt, kann ich das sagen. Und karrieremäßig wahrscheinlich auch nicht, wenn das im Lebenslauf steht. Aber es sind Menschen, die erkennen, hey, das ist mir so viel wert. Ich will meine Zeit und meine Kraft in das investieren. Jeden Sonntag, wenn vorher wieder eine Runde gemacht, wir machen das immer vor dem Gottesdienst, kommen wir hier zusammen und gehen nochmal durch, was machen wir heute und warum machen wir es auch vor allem. Dass wir das nicht vergessen, weil das ist so wichtig. Und da stehen jedes Mal 30, 40 Leute im Kreis, die sich investieren. Momentan haben wir Kindergruppen, die sich treffen. Und wo in verschiedenen Altersstufen die Kinder versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sie Gott näher kommen können. Wir haben Leute, die in der Technik sind. Wir haben viel, was du gar nicht wahrnimmst in dieser Kirche, wo Menschen möglich machen, dass wir uns so in diesem Rahmen treffen können. Und ich merke, das macht mir Mut. Das macht mir Mut, mehr weiter in die Kirche zu investieren. Und ich habe ja vor 6 Jahren angefangen, mit meiner Frau zusammen ICF Lörrach aufzubauen. Und dort hast du von Anfang an eine Spannung, wenn du eine Kirche in diesem Stil aufbauen, weil es kommen wenig Leute, du hast automatisch auch wenig Spenden und du hast auch wenig Mitarbeiter. Und auf mich kommt immer wieder die Frage zu, die letzten 6 Jahre, könnten wir das Ganze dann nicht einfacher machen? Warum machen wir es so kompliziert? Und seit 6 Jahren sage ich immer wieder, schau, ich will es eben gar nicht einfach machen. Weil ich bin davon überzeugt, wir alle sind dazu berufen, aktiv Kirchen zu bauen. Und ich will in einer Art und Weise Kirchen bauen, wo jede Person Gelegenheit hat, das, was sie hat und kann, in die Kirche zu investieren. Der Petrus, der Vater der Kirche, der hat einmal ein paar ganz gute Sätze geschrieben. Wenn ihr nun zu ihm hintretet, zum lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen wurde, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Also da bezieht er sich auf den Stein, wo der Paulus vorher in dieser Stelle an die Epheser betont hat. Dann lasst euch selbst aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Man kann die Stelle auch so lesen: Setz dich selber ein als lebendiger Stein. Also wenn wir im Urtext die Stelle lesen, dann kann man das aktiv und passiv verstehen. Also lass dich einsetzen als lebendiger Stein oder setz dich ein als lebendiger Stein. Und der Petrus ist relativ klar und sagt, schau, du bist selber ein lebendiger Stein. Du sollst selber ein lebendiger Stein in dem Haus Gottes sein, wo er gesagt hat, dort wohne ich. Und ich versuche dir jetzt ein Bild zu geben, das du nicht vergisst. Ich bin vorher gefragt worden, was? Du passst da rein? So relativ erstaunt. Ja, schau. Endlich ein 8-Pack. Der Petrus schreibt etwas, weil es ist so ein krasser Turn war. Früher hat man vom Levitendienst geschwätzt. Das heisst, Israel hat 12 Stämme gehabt und der Stamm der Leviten, der hat den Tempel betrieben. Die anderen Stämme haben diesen Stamm versorgt, haben ihnen Häuser finanziert und haben Geld gespendet, damit die Leviten den Tempel haben können betreiben. Und die anderen 11 Stämme können kommen und den Dienst in Anspruch nehmen. Und der Petrus macht doch klar, die Zeit ist vorbei. Wir reden von einem allgemeinen Priestertum. Wir haben nicht mehr Leute, die zu Priester berufen sind und andere. Nein, jeder von uns ist als Priester berufen. Wir reden vom allgemeinen Priestertum. Und jeder soll letzten Endes ein lebendiger Stein sein.
und soll seinen Platz im Haus Gottes finden. Der Ort, wo Gott sagt, dort will ich leben. Und ich baue gerne so Kirchen, wie wir Kirchen bauen, weil ich weiss, es gibt keinen besseren Ort, als dort zu sein, wo Gott lebt. Es gibt keinen besseren Ort. Und wegen dem schließe ich ab mit der grossen Frage: Bist du ein lebendiger Stein? Und lebendig heisst für mich, bist du aktiv? Bist du aktiv mit dem, was du kannst, mit deinem Talent, mit dem, was du hast, mit deiner Zeit, mit deinem Geld? Bist du lebendig? Bist du aktiv in diesem Haus? Vielleicht bist du als lebendiger Stein eingesetzt und sagst, ja, das bin ich. Mega gut. Dort ist die Frage, bist du am richtigen Ort? Weil das Gute am lebendigen Stein ist, er kann sich bewegen. Vielleicht musst du dich bewegen, dass du an den richtigen Ort kommst. Dann mach das. Und wenn du das Gefühl hast, ich bin eingesetzt als lebendiger Stein und ich bin am richtigen Ort, dann habe ich eine Bitte an dich. Hilf allen Menschen, die noch nicht an ihrem richtigen Platz sind, ihren Platz zu finden. Weil ich bin fest davon überzeugt, jeder Mensch ist dazu berufen, als lebendiger Stein im Haus Gottes zu sein. Wir haben dort manchmal so einen Klemmer, glaube ich, in uns drin, dass wir das Gefühl haben, wenn wir die Leute einladen, um irgendwo mitzuschaffen oder mitzuspenden, wir laden den Menschen eine Bürde auf. Ich liebe es, über das zu schwätzen. Weil ich glaube, ich helfe den Menschen, in ihre Berufung zu finden. Ich glaube, jeder von uns ist dazu berufen, aktiv ein lebendiger Stein in einem Haus Gottes zu sein. Vielleicht bist du Teil von einer anderen Kirche und bist heute da oder schaust das von irgendwo. Das gilt nicht nur für unsere Kirche. Ich denke hier über unsere Kirche hinaus. Vielleicht denkst du, das Bild vom Stein, okay, aber lebendig ist so ein bisschen eine Sache. Ich verstehe mich eher so als Stein an Lager. So. Wir kennen die Hüpfen auf der Baustelle, oder? Vielleicht auch so, wo die Steine dort liegen und warten, bis sie eingesetzt werden. Und ich weiss nicht, was der Grund dafür ist, dass du noch nicht eingesetzt bist. Es gibt viele Gründe. Weil eingesetzt sein als lebendiger Stein ist mega anstrengend. Ich bin Vater von 2,5 Kindern. Also das dritte ist unterwegs. Und ich sehe ja selber, wie meine Frau das macht, als Volunteer in unserer Kirche, mit kleinen Kindern sich am Sonntag in die Kirche kämpfen und dann noch selber irgendetwas dazu beitragen, dass der Laden läuft und die Treffen möglich sind. Und es ist anstrengend, das stimmt. Aber schau, Tragen braucht immer Kraft. Ein lebendiger Stein trägt etwas. Und das braucht immer Energie und Kraft. Das ist normal. Und ich will gerade kurz euch Eltern von jungen Kindern ansprechen. Vielleicht geht es dir so wie mir. Ich bin christlich aufgewachsen. Und mir ist von Kind auf vermittelt worden, dass der Glaube wichtig ist, dass die Kirche wichtig ist. Und ich weiss das nur, weil meine Eltern damals den Preis gezahlt haben und sich das etwas kosten lassen haben. Dass sie die Kirche für uns als Familie zur Priorität gemacht haben und dass sie selber auch immer wieder den Kraftakt betrieben haben, dass wir als Familie gemeinsam Kirche gebaut haben. Ich will dir Mut machen, wenn du willst, dass deinen Kindern die Kirche später einmal wichtig ist, dass du das auch machst. Du kannst lange am Mittagstisch über das schwätzen, was wichtig ist. Deine Kinder werden das als wichtig erachten, wo du einen Preis dafür zahlst. Das, was du ihnen vorlebst, das wird bleiben, das wird sich festigen. Vielleicht bist du auch eine Person, die alles zerdenkt. Und du denkst, ja, ich
bist schon ein Stein, aber eingesetzt so richtig, Schau, ich glaube, deine Berufung ist manchmal, oder vielleicht sehr oft, viel unspezifischer, als du es eigentlich willst. Es gibt Menschen, die suchen über Jahre und Jahre, was hat Gott mit mir vor, was will er durch mich machen, was hat er genau für mich parat. Schau, ich sage, dass deine Berufung ist ein lebendiger Stein zu sein. That's it. Lass dich einsetzen, setz dich ein. Und du wirst herausfinden, ob du am richtigen Ort bist. Wenn nicht, beweg dich. Wenn du merkst, es ist die falsche Church für dich, beweg dich. Es bringt so nichts, wenn du am falschen Ort bist. Es bringt nichts. Versuch, den richtigen Ort zu finden. Und da ist wichtig, dass wir checken, dass wir den Bibelvers aktiv und passiv verstehen dürfen. Lass dich setzen von Gott. Oder eben, setz dich. Vielleicht hast du das Gefühl, nichts, was die Kirche macht, passt richtig zu mir. Du hast ein paar Sachen ausprobiert, schon ein paar Sachen angeschaut. Schau, wenn du schon mal eine Gartenmauer gebaut hast aus Naturstein, dann weisst du, dass auch der speziellste Stein unendlich wertvoll ist. Und du bist irgendwie am Bauen mit diesen Steinen und plötzlich merkst du, da wackelt es, da kann ich irgendwie nicht weitermachen. Dann findest du irgendeinen speziell geformten Stein und machst ihn rein und es funktioniert und es hebt. Ich will dir zusprechen, auch wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht mit Kindern, ich kann nicht Technik, ich habe nichts zu geben, du hast etwas zu geben. Sei aktiv auf der Suche, was Gott in dir hineingelegt hat. Und ich stand dir noch so gerne zur Verfügung. Und all die Menschen, die du immer wieder hier siehst, umsurren vom Staff oder auf der Bühne, wir lieben es, dir dabei zu helfen, die Orte in dieser Kirche zu finden. Vielleicht will Gott durch dich etwas machen, was es in dieser Kirche noch nicht gibt. Dann lass uns herausfinden, was. Ich glaube, Gott ist noch lange nicht ans Ziel gekommen, in seiner Kirche. Und ich habe das Gefühl, wenn wir das Bild vom Stein weiterverfolgen, es gibt auch noch die Steine, die vor einer Zeit irgendwo aus einer Mauer rausgefallen sind. Und sich denken, super, jetzt steht der andere vorne und singt ein Loblied über die Kirche. Aber wenn ich an Kirche denke, dann denke ich an Verletzung. Dann bin ich traurig und spüre ich auch Wut in mir. Und ich habe mich einsetzen. Und ich habe gemacht. Und ich habe gekrampft. Aber ich fühle mich gerade wie ein Stein, der irgendwo in den Dreck gefallen ist. Schau, wenn der Maurer einen Stein nimmt und ihn aufbaut in die Mauer und er sieht, dass so Sachen dran sind, dann setzt er ihn nicht einfach mit dem ein, sondern er nimmt das Zeug weg und entsorgt es. Der Stein wird zuerst geputzt. Dann sieht man nämlich, was ist wirklich Dreck und was ist Stein. Und man sieht, wie man ihn einsetzen kann. Und es braucht manchmal Zeit und Geduld. Und ich will dir Mut machen. Du darfst hier sein. Und einfach nur sein. Und wenn du merkst, du hast Sachen an dir, die dir im Weg stehen, ein lebendiger Stein zu sein, dann kümmere dich um das, zusammen mit Gott. Und ich glaube, manchmal in gewissen Momenten brauchst du einen anderen lebendigen Stein, der dir dabei hilft. Weil du kommst nicht an alles dran. Du kommst nicht selber an alles dran. Und dann brauchst du irgend so einen anders komisch gekleideten Mensch, der kommt und dir dabei hilft, die Sachen loszuwerden. Und ich will dich ermutigen, wenn du das Gefühl hast, das Bild trifft auf mich zu, nutze die Gemeinschaft. Wir haben immer nach der Predigt das Gebetsteam hier. Wir haben so viele Menschen, die es lieben, mit dir solche Sachen anzugehen.
Wir haben Seelsorge, wir haben Detox, wir haben Small Groups. Wir versuchen immer wieder Orte und Angebote zu schaffen, wo du diese Sachen kannst loswerden kannst, die dich daran hindern, in deine Berufung hineinzukommen. Schau, ich glaube, die Kirche ist die Hoffnung der Welt, weil die Kirche ein Stück vom Himmel ist. In der Offenbarung lesen wir eine Stelle, Offenbarung 21. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leiden, keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Schau, mit dem Kommen von Jesus Christus hat Gottes Reich auf dieser Erde seinen Anfang genommen. Und immer wieder sehen wir sein Reich durchdrücken. Immer wieder erleben wir so Momente, wo wir merken, wow, jetzt wird Gottes Reich spürbar und sichtbar. Und gleichzeitig merken wir, es ist noch so weit weg. Das, was wir hier lesen, ist noch so weit weg. Einmal die Tagesschau schauen, reicht, um zu sehen, vieles von dem, was hier steht, ist noch nicht da. Und wir hoffen erst noch drauf. Aber ich glaube, ein Teil ist schon erlebbar. Und ich frage mich, wie wäre es, wenn die Kirche für uns zu einem Ort wird, wo wir nicht einfach ab und zu hingehen, sondern wenn wir es zu einem Ort werden, wo Gott wohnt und wir uns selber einsetzen lassen in das Gebäude als lebendige Steine. Ich glaube, das ist unsere Berufung. Wo? Das ist die grosse Frage. Und die Frage möchte ich gerne mitgeben. Wir haben eine Gebetszeit, wir singen Lieder, wir haben ein Gebetsteam dort. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Und ich möchte noch beten mit dir, dass Gott dir in dieser Zeit zeigt, wo dein Platz ist und zu dir redet. Herr, ich bin wirklich unendlich dankbar, dass du Wort haltest und dass du deine Versprechen haltest, wenn du sagst, dort wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in der Mitte. Es ist die Mitte, die wir dir jetzt zugestehen. Jesus, wir treffen uns in deinem Namen. Und wir wollen dort sein, wo du bist. Weil wir wissen, es ist gut für uns. Und wir wollen Kirchen bauen, wie du uns dazu angewiesen hast. Weil wir wissen, es müssen noch so viele Menschen erfahren, wie gut du bist. Und in die Gemeinschaft finden, die wir hier mit dir haben. Und so bitte ich dich, Gott, dass du jetzt zu uns redest. Weil wir wollen nicht einfach irgendwelchen Pflichtgefühlen nachgehen. Wir wollen nicht einfach irgendwelchen alten Vorstellungen nachjagen, was wir alles sollten und müssen. Wir wollen das tun, wozu du uns berufst. Und so bete ich jetzt für offene Ohren, dass wir dein Reden hören dürfen. Zeig uns unseren Platz. Und lass uns gemeinsam deine Kirche bauen.